Briefmarktturm funktioniert, dass dieses Denkmal der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden kann. Wir wissen alle, es gab andere Zeiten, vor 19 Jahren etwa, oder 18 Jahren, dass der Turm zu der Zeit noch verschlossen war und dass eben die Menschen nicht dort hinein konnten. Sie alle haben dafür gesorgt, dass es anders kommen konnte und dafür Ihnen allen ganz herzlichen Dank. Ich darf besonders begrüßen den ehemaligen Bürgermeister der Stadt, Herrn Udo Wolvering. Er hat jetzt etwas mehr Zeit, er kann pünktlich zum Essen kommen, das war nicht immer der Fall. Ich meine das nicht hämisch, lieber Bodo, du weißt das, die Termine sind dick gesät, wir haben ja auch Tim Kehler eingeladen. Er hätte sich auch gefreut, dabei sein zu können, aber es gibt wichtige Ausschusssitzungen heute Abend und Sie lesen alle die Zeitung, er hat da wohl eine Menge zu tun und ich möchte auch viel bewegen in dieser Stadt. Und diese Zeit müssen wir natürlich auch geben. Wir werden andere Termine mit Ihnen zusammenfinden und Sie sicherlich auch mal näher kennenlernen. Ich habe übrigens in der Zeitung gelesen, dass wir, also sage ich mal ich als Mensch, genetisch so weit von einem Schwein gar nicht weg bin. Das Freund hat sich den Oberwechsel heute Abend erzählt. Insofern ist es wohl ein evolutionärer Glücksfall, dass ich nicht in seiner Dose gelandet bin, sondern heute hier stehen darf. Ich weiß jetzt nicht genau auf, wer geklatscht hat. Oliver Flasskemper, ist er da? Hat ihn eingeladen. Oliver Flasskemper war ja mit seinen beiden Jungs am Bismarckturm und hatte, weil er mit Sportklamotten unterwegs war, mit seinem Fahrrad kein Geld, um seinen beiden kleinen Jungs eine Fanta zu kaufen. Und wenige Wochen später, also die Leute, die da vor uns gesessen haben, gesagt, komm, trink die Fanta, ist auch gut. Und wenige Wochen später, wie war das richtig? Wenige Wochen später hat man 500 € auf unserem Vereinskonto als Spende von Oliver Flasskemper. Das ist der Inhaber der Firma Geizkragen.de, das haben Sie ja schon mal gehört. Die Internetfirma, die wirklich nach vorne geht. Ulrich Sawatzki, der Betreuer der Firmenkunden in der Volksbank, betreut auch uns. Er hat auch dieses Jahr wieder einen tüchtigen Scheck in der Tasche, wie der Versagt über Ulrich. Er wird unser Konto wieder um 500 € anfüttern. Vielen Dank dafür. Es gibt ja viele andere Vereine, die man auch unterstützen konnte. Und letztlich hängt es auch an den Menschen, die da sitzen, die uns wohlgesonnen sind. Und dafür vielen, vielen Dank, lieber Ulrich. Ja. Das Gleiche gilt ja auch für die Vertreter der Brauerei, neben ihr Manuel Henninger. Vielen, vielen Dank, dass du auch da bist, lieber Manuel. Peter Hochmeier, Dagmar Pöstel-Hochmeier, also die Kontaktpersonen für uns, die uns immer wieder viele Dinge auch zur Verfügung stellen, sei es die Räumlichkeit, sei es unsere Banner zum Mitsommerfest und so weiter. Wir haben prima Kontakt zu euch und das freut mich natürlich auch sehr, dass du heute Abend da bist, die Brauereifest. Dankeschön. Ich freue mich auch, dass Barbara Großmeier da ist in der Neuen Westfälischen. Herzlich willkommen. Fairerweise spreche ich natürlich auch die andere Zeitung an, das Westfalen, weil beide Zeitungen sind uns immer sehr, sehr wohlgesonnen, publizieren unsere Events, die wir so durchgezogen haben, oder kündigen das vorher rechtzeitig an. Und es sind immer sehr, sehr liebevolle, schöne Artikel und darauf freuen wir uns natürlich sehr. Ihr seid ja immer dabei, wenn was ist, so wie auch heute Abend, und das ist sehr, sehr nett. Dankeschön. Ja, der Herr, der hier rumläuft und viele, viele Bilder macht und filmt, Simon Bischof muss ich Ihnen auch nicht vorstellen. Seiner lieben Mario, der versorgt uns immer so nebenbei mit ganz vielen Fotos, die wir dann auch letztlich wieder auf unsere Internetseite stellen dürfen. Das ist natürlich auch mal sehr nett, wenn wir das eben auch selber machen dürfen. Lieber Sigmund, vielen Dank.